Moin. Geht es gut? Ja, das mag wohl hören. Ausverkauftes Haus für Gerd Spiekermanns weihnachtliche Geschichten. Zum Beispiel über das Essen. Selbstgemachten Heringssalat. Bam, und dann käme die erste Hering auf den Tisch. Kopf auf, stiert auf. Der wird oben schnell, so wird mit dem Dumm das ingedömt, so rot Kleid, käme ob die sieht, Lütte, käme ob der linke sieht. Dann bam, der nächste Hering. Dann paff, oben rot Kleid, Lütte, so. Ne? Aber wie wir jo Bergen von Heringssalat vertehrt haben, ist auf dem Tisch das Gute und das Schlechte immer dichter zusammenwussen. Spiekermann in Form wie eh und je. Doch nun verlässt er aus gesundheitlichen Gründen die Bühne. Als ich abwogen, habe ich hier so einen dicken Placken hier sitzen. Und die Doktor hat mir vors Rhein-Wien entschunken. Es ist Krebs. Harnleiterkrebs, Niere ruht. Tja, und dann kam das ganze Prozedere mit Chemotherapie und Immuntherapie. Tja, und dann sind die Haare weg. Natürlich fällt ein Rückzug nach so langer Zeit nicht leicht. Da habe ich natürlich ein bisschen länger über nachgedacht. Also das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Ich habe das auch mit meiner Familie beschnackt. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Also nimm's mit bang wen, dass ich zu Hus versuchen du und in Langeweil Depressionen kriegen du. Nein. Der Familienmensch will in Zukunft reisen, es ruhiger angehen lassen. Schlag wie platt. An Mikrofon Gerd Spiekermann. Ich höre mal ein bisschen to. Die plattdeutsche Sprache werde schon nicht untergehen, wenn er aufhört, sagt er. Er kündigt zu die Lüde, sagt die plattische Spruch ist was Besonderes. Die plattische Spruch ist ein ganz normales Spruch als die anderen auch. Und sie muss sich gegen das Hochdeutsche behaupten. Und das hängt an uns. Ne? Da hat mit dem Spruch an sich gar nichts zu tun. Das hat mit uns was zu tun. Wie plattisch schnacken tut, wie müt das tun? Es ist ein Bühnenabschied nach 48 Jahren. Dankeschön. Wir wollen hier nichts abkaufen, wir wollen dich nur drücken. Alles Gute, Gerd Spiekermann.